Kennt ihr diese Bentley noch hier? Das da. What would Jesus do? Wer hat mal so eins gehabt von euch? Auch getragen? Wer hat denn so eins gehabt? Frog. Doch, ein paar. Die meisten denken, was ist das? Frosch? Nein. Fully rely on God. Stimmt das? Meine Güte. Und dann Big. Big. Wer hat Big gehabt? Nur einer hier vorne, Jannik. Ich glaube, du hast alle Bentley gehabt. Die sind alle von dir, wa? Der hat so viel Bentley getragen. Big, believe in God. Wa? Eins um die rechte Hand, linke Hand und so weiter. An den Füßen. Ja, fantastisch. What would Jesus undo? Unsere neue Serie, wo wir heute starten. Was wird Jesus, wenn er heute kommen würde, nicht einfach tun, sondern was würde er verändern? Was würde er wirklich anpacken? Wo würde er den Finger drauf legen? Bei dir persönlich oder in unserer Kirche oder in der Gesellschaft? What would Jesus undo? Was würde er wirklich sagen, nein, das geht nicht. Das geht wirklich nicht, wenn er dein Leben anschaut oder eben unser Kirchenleben anschaut oder eine Gesellschaft anschaut. Spannende Themen in den nächsten Wochen. Heute Heuchelei, es kommt Menschenhandel, Gleichgültigkeit. Einfach ein Thema, wo ich glaube wirklich uns beschäftigt, gerade in der Phase, wo wir drin sind. Wer kennt von euch einen Heuchler? Keiner. Ihr könnt schnell ehrlich sein. Also ich kenne Heuchler. Bin ich der Einzige. Ein paar trauen sich jetzt. Doch, kennen es einen. Wer sitzt neben einem? Don't do it. Don't do it. Look, Heuchelei ist im eigenen Leben gar nicht so einfach zu bemerken. Im eigenen. Man merkt schneller mal bei anderen Leuten. Man denkt, ja, der macht nur was vor und so weiter. Und immer dann, wenn man es wirklich entdeckt hat, dass der Gegenüber geheuchelt hat, also was vorgespielt hat oder Doppelmoral ausgelebt hat, dann ist man nicht nur enttäuscht, sondern es nervt und findet, das ist unmöglich. Warum macht das ein Mensch? Kirchen, auch uns als Kirche, Christen im Allgemeinen, wird Heuchelei sehr häufig vorgeworfen. Der ICF, ja, die predigen da Wasser, wohl, und, aber die suchen selbst wie. Wohl. So, die haben so eine Doppelmoral, das ist mühsam. Das ist immer mühsam. Heuchelei in der Kirche ist der dritte häufigste Vorwurf nach verurteilend und anti-homosexuell. Danach kommt Heuchelei. Die Top 3 Vorwürfe gegenüber Kirchen und Christen. Verurteilend wären wir, anti-homosexuell und eben heuchlerisch. Das Barna-Institut hat vor Jahren so eine Umfrage da drin gemacht, unter der jüngeren Generation, und gesagt, look, das sind wirklich die Top 3 Vorwürfe an uns. Und das war im Jahr 2006, 2007. Seitdem droppt es immer mehr die Teilnahme an Gottesdiensten, Teilnahme in Kirchen. Also der Wert ist weiter gestiegen. Der Vorwurf ist ziemlich deutlich. Scheinbar den Christen und Kirchen das eine sagen, aber was anderes tun. Oder sie tun nicht das, was sie sagen. Sie verhalten sich wirklich unredlich. Wir tun tugendhaft und moralisch, aber sind selbst doch nicht. Und jetzt könnten wir viele Beispiele aufführen. Ja, häufig wird das gepredigt und das andere dann wirklich getan, auch in christlichen Kreisen. Und der Vorwurf geht dann schnell weiter, es geht ihm nur um Geld, es geht ihm um Macht, es geht ihm um Ansehen, aufpoliertes Image, und das geht dann ganz schnell. Und dann werden zig Beispiele genannt. 85% der Leute, die befragt worden sind damals, hatten einen aktiven Kontakt mit Kirchen und Christen. Also die haben nicht aus dem Blauen geredet, wie manch einer sagt, die Bibel ist ein altes, da steht doch nur Humbug drin, hast du sie mal gelesen? Nö, aber ist blöd. Nein, die hatten wirklich Kontakt zu Kirchen und Christen. 85% der Leute, die gesagt haben, Christen sind heuchlerisch, Kirchen sind heuchlerisch. Leute, und in den letzten Jahren häufen sich Fälle, in denen bekannte Pastorinnen oder Pastoren, Leiter
zurücktreten mussten, weil sie zwar nach außen ein sehr sauberes und sehr gutes Image hatten, und so genau genommen haben, im Geld nicht ganz so genau genommen haben oder mittlerweile so mächtig waren, dass sie auch Gnade gepredigt haben, aber bei der Mitarbeit über Leichen gegangen sind. Die Fälle häufen sich. Und kommt immer mehr von dem auch zutage und sieht, hey, das ist wirklich eine Doppelmoral. Die größte Ursache, der Brennan Manning hat das mal so formuliert, die größte Ursache für den Atheismus in der heutigen Welt sind Christen, die Jesus mit ihren Lippen bekennen und dann zur Tür hinausgehen und ihn mit ihrem Lebensstil verleugnen. Das ist es, was eine ungläubige Welt einfach unglaublich findet. Wir müssen uns dem Thema stellen. Wir kommen nicht drum herum. Der Vorwurf immer wieder im Raum. Ihr macht Sachen, die nicht redlich sind. Und natürlich, okay, jetzt kann man sagen, Heuchelei, Heuchelei tritt nicht nur in der Kirche auf. Ja, natürlich nicht. Heuchelei tritt auch in der Politik auf. Wunder. Oder im Fußballverein, im Kinski-Vorstand. Schule, wir könnten jetzt 10 Themen nehmen, wo überall Heuchelei passiert. Und wir haben ziemlich prominente Fälle, zum Beispiel in der Pandemie war das in Großbritannien, ja, ist ja durch alle Medien durchgegangen, wo man keine Party feiern durfte und dann der Premierminister dann aber für seine Tochter dann eine geschmissen hat. Ja, gilt halt für ihn nicht ganz so, ja. Und so könnten wir einige Beispiele nennen, wo Konzernleiter, Lehrer und so weiter an verschiedenen Orten einfach manchmal den Ehrenkodex ein bisschen verbogen haben. Ja, es gilt halt, keine Insidergeschäfte, ja, gilt halt nicht für alle, für mich gilt mit einer Ausnahme und so weiter. Oder Masken tragen gilt für alle, aber in deutschen Regierungsfliegern gilt es nicht, wenn da Regierungsleute dabei sind. All die Storys der letzten 2, 3 Jahre können wir nennen und sagen, Heuchelei. Das ist eine Doppelmoral, wirklich eine Doppelmoral. Und das zieht sich durch die ganze Gesellschaft durch. Es ist nicht einfach nur ein Problem von Christen. Vor kurzem habe ich einen Artikel gelesen, ich sage es gerade zu Beginn, es hat ein Schweizer geschrieben, ne? Ich habe ihn nicht geschrieben. Das Deutsche würde ich mir nicht getrauen, so etwas zu schreiben. Der hat geschrieben, die Überschrift, Heuchler gibt es überall, aber diese 8 Typen kommen nur in der Schweiz vor. Ich zeige euch nur 2, die anderen erspare ich euch. Nein. Ein Vorwurf ist, ein Land, das 1991 700 Jahre Demokratie feierte, den Frauen aber erst 20 Jahre zuvor das Stimmrecht eingeräumt hatte. Ein zweiter Vorwurf, wo die Person geschrieben hat, ein Land, wo alle Schweizer Qualität fordern, aber immer weniger dafür bezahlen wollen. Noch schonungsloser hat das im Jahr 2016. Aber Heuchelei ist nicht einfach nur ein privates Problem. Das zieht sich in der Gesellschaft quasi wie durch. Und manchmal sind ganze Gesellschaftsgruppen heuchlerisch. Die reden das eine, aber tun das andere. Wenn man genau hinschaut, ist eigentlich wirklich eine Doppelmoral dahinter. 2016 hat die spanische Pornodarstellerin Arma Miller ihrem Heimatland Spanien mal ganz brutal den Spiegel vorgehalten. Das ist ein Video, das ist weltweit viral gegangen. Sie schreibt da drin, oder in dem Video kommt es denn vor, ich heiße Armana Miller. Ich bin Pornodarstellerin und wurde in einem heuchlerischen Land geboren, wo dieselben Leute, die mich eine Hure nennen, sich zu meinen Videos aber selbst befriedigen. Ein Land, wo jene, die sich als Moralhüter halten, und sie sprach den Klerus an, Priester, die gefährlichsten sein können. Es ging um Kindsmissbrauch in der Phase, wo einige Priester aufgeflogen waren. Wo die Prostitution immer noch illegal ist, aber die Zahl der Freier jedes Jahr wächst. Ein Land, das sich offen und tolerant hält, wo ein Schiedsrichter, und sie meint damals diesen Jesus Tumilero, Todesdrohungen erhält, weil er schwul ist. Ein Land, das Auswanderer, da meinten sie mit die spanischen Arbeitsmigranten, wie Helden behandelt, aber Einwanderer wie Abfall. Das Video ist viral gegangen und hat eine riesige Diskussion ausgelöst, die ist angefeindet worden, selbst Drogen erhalten und so weiter. Auf einmal ein ganzes Land kann so tun, wir sind alle toll und gut, aber dann macht man da halt doch Dinge,
die ja, doppelbödig sind, wirklich doppelbödig, eine Doppelmoral sind. Das sind große Themen, wo sie damals angesprochen hat. Und eine Doppelmoral in der ganzen Gesellschaft den Finger drauf legt, hey, so tun und dann so handeln, so reden und so handeln geht gar nicht. Doppelmoral nervt, Heuchelei nervt. Und Heuchelei, das kommt also nicht von Hypokritis und heißt so viel wie sich verstellen. Gefühle oder Fähigkeiten irgendwo vorspielen, zu zeigen, ich habe sie, aber ich habe sie letztlich nicht. Ich stelle mich als einer dar, der ich bin, aber im Kern bin ich das wirklich nicht. Und Heucheln, das Wort kommt an sich vom Mittelhochdeutschen her. Das hat mit dem Hüchen zu tun, sich unterwürfig ducken. Und da meint man sich einen Hund, der so sich einschmeichelt. Und da kommt das ganze Wortgebilde her. Und lasst uns mal klar festhalten, was Heuchelei aber nicht ist. Das ist mir wichtig, was Heuchelei nicht ist. Heuchelei ist nicht die Diskrepanz zwischen dem, was wir tun, und dem, was wir gerne täten. Das ist keine Heuchelei. Ich wünschte selbst, ich hätte oft keine schlechten Gedanken. Ich habe sie trotzdem. Ich wünschte, ich würde ruhiger reagieren und trotzdem rege ich mich manchmal so drüber auf. Ich wünschte, ich würde nicht lügen und doch verbiege ich dann irgendwo die Wahrheit und so weiter. Das ist nicht Heuchelei. Heuchelei ist die Kluft zwischen dem, was wir zeigen und dem, was wir sind. Was wir sagen und wie wir leben. Das ist der Unterschied zwischen der öffentlichen Persona und dem, meinem ganz privaten Charakter. Da tut man so freundlich und denkt hinten rum und das Bild bringt es auf den Punkt. Das ist Heuchelei. Das ist Heuchelei. Man schauspielt. Man tut letztlich so eine Art Maske tragen. Alles verstellt sich, sogar die Stimme. Es wird auf einmal wirklich komisch hinter so einer Maske. Man tut so, als wäre man wirklich eine andere Person. Es gibt unterschiedlichste Masken im Leben. Der eine tragen die Maske immer glücklich, alles okay bei mir, nein, alles easy peasy, wirklich gut, toll. Andere, die immer, nein, kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich was für dich tun? Die immer Helfermaske, immer demütige Maske. Die anderen, die alles können, die wirklich jedes Skill haben, die müssen keine Skills besuchen, die können alles, frag sie, haben eine Meinung dazu, haben unwahrscheinlich viel Ahnung, bei so wenig Meinung, aber das funktioniert dann auch. Manche tragen die Maske vom, ja, immer Kopfnicken, immer bestätigen, ja, nein, das ist recht, ja, stimmt, ja. Um so letztlich sich anders darzustellen, wie das sie da vielleicht wirklich innerlich sind. Der Paulus hat im Neuen Testament seinem Freund Titus mal Folgendes geschrieben zu Menschen, die gerne solche Maske tragen. In Titus 1, sie behaupten Gott zu kennen, doch mit ihren Taten verleugnen sie ihn. Verabscheuungswürdige Menschen sind sie. Also er lässt da wirklich kein gutes Haar dran, sagt, look, Menschen mit Maske sind verabscheuungswürdige Menschen. Wirklich verabscheuungswürdig. Sie behaupten, Gott zu kennen, aber im Kern tun sie es nicht. Und wenn irgendwas Jesus auf die Palme gebracht hat und Jesus wirklich verrückt geworden ist und sehr deutlich auch geworden ist, wirklich ein Ärgernis war, wo Jesus sich wirklich darüber aufgeregt hat, dann ist es Heuchelei. Der härtesten Aussagen, die Jesus in seinem Erdenleben jemals gemacht hat, geht alles über Heuchelei. Matthäus 23 zum Beispiel. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr weiß getünchten Gräber. Von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll von toten Gebeinen und von Unreinheit aller Art. Genauso seid ihr. Nach außen hin erweckt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein. In Wirklichkeit aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Ihr Schlangen, ihr Natternbrut. Wie wollt ihr dem Gericht entgehen und verhindern, dass ihr in die Hölle geworfen werdet? Das Interessante daran ist, Jesus sagt nichts über
schlechte Taten, die sie gemacht haben. Er sagt nicht, wehe euch, Schriftgelehrten, wehe euch, die ihr alle so schlechte Gedanken immer habt, auch über andere Leute. Wehe euch, die ihr doch heimlich flucht. Wehe euch, die ihr die Steuern hinterzieht. Wehe euch, die ihr doch ein Porno anschaut. Wehe euch, die ihr hintenrum redet. Wehe euch, die meine Worte nicht ernst nehmen. Wehe euch. Er sagt kein einziges Wort über die Fehler. Er sagt kein einziges Wort über die Sünde, die passiert. Er sagt das nicht. Er sagt nicht, wehe, die ihr das tut. Nein. Was er verabscheuungswürdig nimmt, er kritisiert die Show. Jesus kritisiert die Show. Ihr tut so, als wäre alles in Ordnung. Ihr tut so, als würdet ihr es nicht tun. Schlecht reden. Ihr tut so, als würdet ihr es nicht tun. Lügen. Ihr tut so, als würdet ihr es nicht tun. Steuer hinterziehen. Ihr tut so, als würdet ihr es nicht tun. Porno schauen oder sonst was. Ihr tut so, ihr macht eine Show und das kritisiert er. Ihr wollt nach außen tolle Leute sein, aber im Kern seid es nicht. Look, ich glaube, dass heutzutage Social Media einer der größten Nährboden ist für Heuchelei. Du kannst jedes Bild posten von deiner Ehe, von deiner Familie und immer in einem Zustand von wow, awesome, seid ihr schön, habt ihr es toll, tolle Kinder, wow, die schönsten, netten, liebsten Kinder der Welt, super Job und so weiter, sportlich, look, ich habe gerade einen Marathon gelaufen oder was auch immer, du kannst alles irgendwo zeigen, wie schön, wie toll, wie glücklich, wie fein, wie treu dein ganzes Leben ist. Und Leute sehen das und finden das toll und ja, schön, klick. Wir können als Kirche posten wir ja auch. Wir posten nur freundliche Menschen. Müsst ihr mal auf unseren Kanal gehen. Wir haben noch nie irgendeinen missmutigen Mensch gepostet. Der Bruce ist dafür zuständig. Er ist schuld. Nein, machen wir auch nicht. Wirklich nur schöne Leute, lächelnde Leute, Sun, Fun, wow, awesome. Wir sind eine tolle Kirche. Ja, sind wir auch. Ich bin also nichts gegen Social Media, das heißt es nicht. Und nicht dagegen, dass man schöne Sachen posten kann. Und so. Aber wisst ihr, das ist ein Nährboden für eine Doppelmoral. Dass wir irgendwie so tun, als wäre es immer awesome. Als wären alle Leute nur am Lachen. Als wären wir immer alle glücklich. Als würde jede Ehe immer funktionieren. Als würde es wirklich mit der Familie immer klappen. Als wäre der Beruf immer toll. Nein, stimmt eben nicht. Social Media ist wirklich ein Nährboden dafür, für eine Doppelmoral. Und irgendwann rächt sich das. Leute, ich kenne keinen einzigen Menschen in meinem Umfeld, der Heuchelei positiv sieht. Ich kenne wirklich keinen einzigen. Die meisten finden es nervend, abstoßend und zwischenmenschlich auch zerstörerisch. Die Frage ist, warum machen wir es trotzdem? Warum machen wir es trotzdem? Dann und wann, also nur ein paar von euch. Ganz wenige. Aber dann und wann machen wir es ja. Dann und wann mache ich es auch. Dann und wann bin ich auch in der Versuchung, mich besser zu machen und zu geben, als ich in Wirklichkeit wirklich bin. Was führt zu der Doppelmoral? Eine Bielefelderin ist in Deutschland, Mitteldeutschland, Sozialpsychologin Alexa Weiß. Die hätte sehr viel darüber geforscht. Wusste ich auch nicht. Ich habe in der Vorbereitung zig Sachen darüber gelesen von ihr. Und sie sagt, sehr viel hängt damit zusammen mit der Unfähigkeit oder der Fähigkeit, anderen Menschen zu vertrauen und auch sich selbst zu vertrauen. Mit der Unfähigkeit, anderen zu vertrauen und sich selbst zu vertrauen. Sie haben so einer wissenschaftlichen Online-Umfrage über 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nachgefragt, wie ihr Grundvertrauen ist. Und das evaluiert. Und im nächsten Schritt haben sie dann die Leute konfrontiert mit so tricky moralischen Fragen. Zum Beispiel, wenn man versehentlich zu viel Wechselgeld erhalten hat, behält man das? War so viel zu teuer. So, oder gibt man das zurück und wie auch immer. Und sie hat so eine ganze Umfrage daraus gemacht. Und das Ergebnis ist offensichtlich, dass Menschen, die weniger sich selbst trauen, Zutrauen, Selbstvertrauen haben und Menschen, die eher misstrauisch und nicht so viel Vertrauen in den Nächsten haben, dass sie tatsächlich mehr zu einer Doppelmoral neigen und öfters auch tun, eben Heuchler werden.
Und da fand ich ein interessantes Ergebnis. Hey, fehlendes Vertrauen in sich selbst. Dass man mit dem, was man bekommen hat und wie man ist, tatsächlich geliebt und gewertschätzt ist. Man sieht die eigenen Unzulänglichkeiten, die Fehler und offensichtlich wiegen die schwerer, sodass man meint, Heucheln hilft einem, über den Frust hinwegzukommen, über die Defizite hinwegzukommen. Das eigene Vertrauen in sich selbst ist so schwach oder so wenig an manchen Punkten ausgebildet. Oder das fehlende Vertrauen in andere, der Wunsch nach Anerkennung und die Furcht davor, dass die dann ausbleibt, wenn man ehrlich ist, wenn man wirklich so ist, wie man ist. Die Furcht davor ist so groß, dass man lieber ein bisschen was anderes spielt, so eine Maske aufsetzt und sagt, nein, ich bin vielleicht doch ein bisschen anderer Mensch. Man vertraut dem anderen nicht wirklich zu, dass der andere einen mit seinen Fehlern so akzeptiert und annimmt und sagt, hey, das ist okay so. Und das führt zu einer Doppelmoral. Interessanterweise hat sie in den Umfragen und Forschungen herausgefunden, manches geheuchelt wird auch, wenn man meint, die Regeln gelten ja für andere, aber nicht unbedingt für mich. Wenn Menschen viel Macht haben, also viel Einfluss haben, viel an den Rädern drehen können, so Machtpositionen haben in der Politik, in der Wirtschaft, wo auch immer. Und dann vertritt man nach außen was und dann nach innen vertritt man es nicht. Und der prominenteste Fall in den letzten Jahren war sicherlich der von diesem republikanischen Abgeordneten, der sich massiv in Amerika wirklich weit rausgelehnt hat, gegen Abtreibung zu kämpfen. Wirklich sehr, sehr, sehr prominent und laut unterwegs war, aber seiner eigenen Geliebten empfohlen hat, weil er dachte, sie wäre schwanger, das Kind abtreiben zu lassen. Und das ist aufgeflogen. Aber irgendwo ein Mensch mit Machtfülle denkt, für mich gilt das nicht. Also das ist ein Ausnahmefall jetzt. Und Leute, die in einer Machtposition sind, ja, machen das manchmal. Manchmal wird Heucheln als Instrument auch gebraucht, um sich auch in der Gemeinschaft irgendwo einzuschleimen, Einfluss zu gewinnen und irgendwo eine andere Position zu bekommen. Um irgendwann einen Weg zu finden, nach oben zu kriechen, wie auch immer. Und das findet auch in Kirchen statt. Und jetzt könnte ich enorm viele Storys erzählen. Mache ich aber nicht. Vielleicht nur eine. Das ist schon lange her. Ist auch nicht ICF. Irgendwas. Habt ihr das an mehreren Pastorentreffen erlebt? Pastorentreffen, wo dann wirklich so weltweit bekannte Pastoren noch eintrafen und so weiter und die wirklich berühmten Bekannten da vorne hier, First Row, sitzen und dann haben die anderen Pastoren auch beobachtet und merkt, okay, look, wer sitzt neben wem beim Essen? Das ist eine enorm wichtige Frage. Wer darf jetzt da neben dem Janik Schmidt sitzen? Und nennt sich Leute wie fast so mit so, geh mal weg, da sitze ich so. Du sitzt dann wirklich neben den wichtigen Persönlichkeiten und so. Und manche sind den Leuten nicht von der Seite gewichen. Die sind jede freie Minute irgendwo da umher, um diese bekannten Leute immer wieder umhergesprungen. Und irgendwie, wollen Sie noch einen Kaffee, wollen Sie was trinken? Ich hole Ihnen das sofort und so. Ich habe es dann irgendwann mal so Putzerfische genannt. Das ist nicht liebevoll, das ist wirklich nicht liebevoll. Und ich habe wirklich dafür später entschuldigen müssen, ihr seid Putzerfische. Aber die laufen immer um die großen Fische drumherum und putzen alles schnell weg und so, weichen denen keine Sekunde von der Seite. Das ist nicht liebevoll von mir. Ist auch hintenrum geredet gewesen. Das ist wirklich nicht gut, aber es hat mich so genervt. Hast du auch schon mal geheuchelt? Oder vielleicht nur leicht übertrieben oder kaschiert und so weiter? Nein, es geht super gut in unserer Ehe, Family und überhaupt mir geht es super gut und so. Ja, wenn man mal, ja, vielleicht nicht super gut, vielleicht ja, manchmal gut. Nein, es geht momentan gar nicht gut. Schon mal geheuchelt? Du musst nicht die Hand heben. Aber wenn du jetzt in dem Moment das Gefühl hast, ja, doch, ja, ganz kann ich das jetzt nicht verneinen,
dann ist das gut. Dann ist das eine gute Situation für dich und auch für mich. Denn ich gehe grundsätzlich dann davon aus, dass du noch eine gewisse gesunde Selbstwahrnehmung hast. Und dass man auch eine gewisse Ehrlichkeit zu sich selbst hat. Doch, dann und wann mache ich das auch. Es gibt Hoffnung für dich. Es gibt wirklich Hoffnung. Ich möchte das vorlesen, weil Jesus sagt das ziemlich prominent, dass für Menschen, die erkennen, dass sie heucheln, es Hoffnung gibt. Matthäus 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln, ihr Inhalt aber zeugt von eurer Raubgier und Maßlosigkeit. Du verblendeter Pharisäer, sorg zuerst dafür, dass der Inhalt des Bechers rein ist. Dann wird auch das Äußere rein sein. Warum ist das eine gute Nachricht? Das ist Good News für uns. Das heißt einfach, sorg zuerst dafür, dass der Inhalt rein wird. Dann wird auch das Äußere rein sein. Jesus zeigt nichts anderes auf, mit anderen Worten, hey, bitt um Vergebung, Punkt. Nicht so kompliziert. Steh dazu, dass Fehler in deinem Leben sind. Steh dazu, dass manches Innere dreckig ist. Steh dazu. Mach kein Show. Das ist very simple, wirklich einfach. Jesus sagt, hey, bitt um Vergebung. Steh dazu, dass es manches eben nicht so toll ist. Dass du eine unterdurchschnittliche Ehe führst oder momentan überhaupt nicht mehr betest und Bibel auf deinem Handy, ja, aber alles Mögliche auch noch anschaust. Hey, steh doch dazu. Tu doch nicht so, als wäre das Leben toller bei dir, als es wirklich ist. Wirklich, ich kenne Zeiten in meinem Leben, wo ich eher meine Rolle als Pastor ausgelebt habe, als dass ich wirklich Ralf war. Und ich erinnere mich an manche Seelsorgewoche, wo ich nicht gern besucht habe, ehrlich gesagt. Ich habe das schon mal gesagt, ich finde das immer mühsam. Die ganze Woche so. Aber letztendlich doch Erlebnisse gemacht habe, wo mir sehr heilsam waren. Wo ich immer wieder lernen durfte, Sachen auszusprechen, was mich beschäftigt, bei dem im Gehirn alles vorgeht und was ich mir alles denken kann. Und zu sagen, das bin ich auch. Das ist auch der Ralf. Und ich möchte das aussprechen und möchte um Vergebung bitten. Ich möchte das einfach ans Licht bringen. Ich möchte das nicht einfach nur für mich halten. Und dann zu erleben mit anderen Leitern oder Leiterinnen, dass die eher ähnliche Fragen, Probleme und Sorgen und so weiter haben, das hat mich in aller Regel hinterher sehr, sehr ermutigt. Teilweise habe ich gemerkt, ich bin ein Fulltime-Pastor, aber ein Teilzeit-Nachfolger Jesu. Fulltime-Pastor, ich werde sogar fürs Beten bezahlt. Das ist wirklich so, ja. Fulltime-Pastor, Teilzeit-Nachfolger. Das gibt es auch bei Ingenieuren oder bei Lehrern. Fulltime-Lehrer, Teilzeit-Nachfolger Jesu. Fulltime-Mama, Teilzeit-Nachfolger Jesu. Das ist nicht ein Privileg, was nur Pastoren haben können. Es gibt Hoffnung, reinigt das Innere. Look, es gibt wirklich Hoffnung. Wir sind keine perfekten Nachfolger. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, irgendwann zu sagen, hey, ich möchte lieber ein ehrlicher Sünder sein, als ein lügender Heuchler. Ich bin lieber ein ehrlicher Sünder, als ein lügender Heuchler. Und deswegen bemühe mich, so schnell wie möglich immer wieder meine Maske auch abzulegen. Das Phänomen ist nämlich, wenn du eine Maske zu lange trägst, mit der Zeit glaubst du wirklich, es ist so. Es wird Teil von deiner Identität. Du glaubst mit der Zeit wirklich, ja, so bin ich. Aber drumherum weiß jeder, du bist nicht so. Und deswegen können wir mutig sein, wirklich die Masken abzulegen. Wir haben nichts zu befürchten, wenn wir nichts zu verbergen haben. Wir haben nichts zu befürchten, wenn wir nichts zu verbergen haben. Jesus hat null Toleranz für Heuchelei. Null Toleranz. Er hat unbegrenzte Gnade für einen Sünder, der Vergebung braucht. Wenn du eins mitnimmst, nimm das mit. Jesus hat null Toleranz für so Maskentragen im Leben. Aber hat unbegrenzte Gnade für Menschen, die Vergebung brauchen. Deswegen lasst uns die Kluft zwischen dem persönlichen Charakter und der öffentlichen Person, lasst uns die möglichst wieder zusammenkriegen. What would Jesus undo? The show. Wirklich the show. Und wir können alle dazu beitragen, ihr Lieben, dass wir Masken ablegen.
Jeder kann einen Beitrag von euch dazu leisten. Und zwar indem wir als ICF Basel, Basel-Land und Lörrach, wir alle Kraft immer wieder drauflegen, eine Kultur hier bei uns zu prägen, dass unsere Kirche zu dem gnädigsten und barmherzigsten Ort ist, den man kennt. Dass wir eine Kirche sind, wo Gnade und Barmherzigkeit auf ihrer Fahne ganz weit oben hat. Dass wir eine Kultur pflegen, wo Fehler passieren dürfen, wo Leute hinfallen, wo Leute umfallen, ja. Aber hier ist eine Kultur, wo Menschen wieder aufstehen dürfen, egal was passiert ist. Egal was du in den Sand gesetzt hast, egal wie schlimm es auch gewesen ist. Lass uns eine Kirche sein, wo gnädig und barmherzig ist. Eine Kultur, wo man ehrlich sein darf. Wo man einfach sagen darf, ja, so ist es. Es ist einfach nicht gut. Du musst es nicht verheimlichen. Dass unsere Small Groups wirklich Orte sind, wo man diese Ehrlichkeit pflegt. Und nicht irgendwas Theoretisches rumlabert und sonst was noch macht. Dass wir letztlich eine Kirche sind, die Wiederherstellung zum Ziel hat. Und nicht mit Fingerzeig auf andere macht. Und deswegen können wir alle dazu beitragen, dass Heuchelei bei uns nicht sich breit machen kann. Warum? Wir haben alle Macken, wir haben alle Tücken, wir haben alle Sünder, wir machen alle Fehler hier drin. Jeder von uns. Wir wissen das. Also lass uns nicht so tun, als wären wir perfekt. Das bringt nichts. Es gibt Hoffnung für Menschen, die Sünde haben. Für dich und mich. Und deswegen möchte ich zum Schluss Mut machen, den Psalm 139 zu beten. Wir blenden den Psalm gleich ein und damit möchte ich schließen, ein paar Minuten Ruhe nehmen, wo du den Psalm selbst beten kannst. Psalm 139. Durchforsche mich, Herr, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle und sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du für uns immer gewiesen hast. Das ist ein gefährliches Gebet. Aber ich lade dich ein, trotzdem zu beten, in den nächsten Minuten, das Gott einfach zu sagen, mit ihm darüber in Gespräch zu kommen. Vater im Himmel, danke, dass wir dir nichts vormachen können und auch nicht brauchen. Und Gott, du siehst aus meine Schwachheit, dass das sich immer wieder mal einschleicht. Und ich bitte dich um Vergebung und ich bitte dich darum für die Kraft, auch den Mut, zu sich selbst immer wieder zu stehen. Ich bitte, dass Heiliger Geist uns allen
den Mut schenkst, zu uns zu stehen, zu unseren Fehlern, zu unseren Stärken, zu unserer Persönlichkeit, so wie wir sind. Danke, dass wir willkommen sind. Und wir beten, dass du uns hilfst, wirklich ein gnädiger und noch barmherziger Ort zu werden, Herr. Erinnere uns daran.